Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Eine von diesen Wochen, das leidige Sommaruga Köppel-Thema, haben wir jetzt bereits schon hinter uns gebracht in der letzten Stunde. Es gibt noch Wichtigeres. Das hier. Der Nationalrat sagt in dieser Woche, wir haben es mitbekommen, nein zum zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub. Baschi, das wäre doch eine gute Sache, Vaterschaftsurlaub. Ja, wie schon gesagt, hallo, ich bin's, der Bischi. Ja, ich fände es noch wichtig, dass ein Mann 2 Wochen allein nach Thailand fliegen könnte, oder? Um sich von dem riesen Stress erholen von der Geburt. Roger Federer, Mann mit Kindern im Doppel. Ja gut, das hätte ich mir nicht können leisten, oder? Das wäre ja 2x4 Wochen gewesen. Außerdem hat bei uns sowieso die Mirka die Hosen an. Also sollte sie auch den Vaterschaftsurlaub bekommen, oder? Ja, das ist der Blick am Morgen. Ich finde es besser, wenn man 2 Wochen Vaterschaftsurlaub für die Zeugung überkommt. Gut, schnell zu jemandem jetzt, der das wirklich recherchiert. Vielleicht auch Frauenversteher Florian Inhauser von der Sendung Hashtag SRF Global. Hashtag Quality Time, Hashtag der Frau den Arsch nachtragen, Hashtag 2 Wochen mit Kollegen die Geburt feiern, Hashtag 2 Wochen Ferien während der EM, Hashtag Vaterschaftstest, Hashtag den nervigen Golf abgeben und mit der Frau in die Karibik, Hashtag Milchkuh-Initiative, Hashtag geil 2 Wochen lang meiner Frau auf die Brüste klotzen. Hashtag ist gut jetzt. Hashtag hab Fresse. Noch eine Meinung. Andreas Moser, TV-Biolog von Netz Natur. Wie ist das eigentlich so mit dem Vaterschaftsurlaub bei den Tieren? Das ist völlig unnatürlich. In der Tierwelt ist es so, dass der Vater gerade nach der Zeugung das Rudel verlässt. Was sich in der Tierwelt bewährt hat, davon kann der Mensch noch lernen. Noch ein Männerthema, das Frauen zentral betrifft. Also die dort anschaffen. Staatsbordell. Ein Vorschlag von Zürich, der Staat soll in Zürich Bordell betreiben. Ja, ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass ich vom Staat gevögelt werde. Ist doch eine Privatsache. Ich habe eine ganze Partei und mir in den Arsch hineingekreucht. Füße leckt sich, bückt. Herr Bloch, No, Herr Bloch, Ski. schauen wir uns das mal schnell wirtschaftlich an. Buchautor, Soziolog, Kritiker vor allem, Jean Ziegler. Ich bin nicht mal so schockiert. Der Staat steckt mit den Banken unter einer Decke. Alles die gleiche Mafia, Drogen, Prostitution, Geldwäsche. Aber Sie sehen doch zu jung aus. Sie lässt man doch dort nicht rein, Simon Ammann. Mir gefallen die leichten Mädchen. Ich bin auch ein leichter Bub. Befürwortung hier. Der Staat als Bordellbetreiber? Fragezeichen. Noch 2 völlig neutrale Meinungen. Renzo Blumenthal. Ich kapier's nicht. Heisst das, dass ich jetzt meine Direktzahlungen auch in Noten kann? Famous last words vielleicht noch jetzt, Vujo Gavric, der Staat als Bordellbetreiber. Ich sage, mir gefällt die Idee. Dann könnte man Steuerzahlungen in Natur zurückbekommen. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.